So, ciao zusammen, meine lieben Füchse. Es geht weiter. Until Dawn Horror vom Feinsten. Und sagen nicht zu viel, wir gehen. Ja, richtig Bock. Richtig Bock, ein bisschen horrorig. Also. Cool. Wir gehen. Zu etwas, ich lasse die Facecam jetzt drinnen. Merci. Ich lasse drinnen. Das ist cool. Ich muss noch schauen, ob sie das platzieren beim Rendern und so, aber das kommt cool. Ich lasse drinnen. Machen wir. Mal schauen, wie es so tut. Okay, ich tue es dann auch so ein bisschen in den Zwischensequenzen, wo so ein bisschen Film sind und so, tun sie dann ausblenden und so. Ich muss dann schauen. Aber ich lasse drin. Grösse muss ich dann schauen, ob es links unten oder rechts oben oder mal ein bisschen schauen, wie es auf dem Bildschirm ein bisschen verteilt ist, dass es nicht stört. Ja, mal schauen. Okay, wir gehen Spiel fortsetzen. Action. Wir sind verblieben hier im Wald, hä? Habe ich jetzt da gesehen? Mit der Sam sind wir verblieben. Oh, es geht voll ab. Echt? Yes. Schauen, dass der Ton dort nicht ausläuft. Alles klar. Nimm das. Hm? Oh, was? Oh, verdammt. Das Tor ist kaputt. Welch Wunder. Machen wir da? Da hinten können wir auch drüber klettern. He? Hochklettern. Schnell. Oh, es geht gerade los mit Quicktime Events. Ich muss noch so ein bisschen schauen, welche Taste welche ist. Da. Yes. Da war etwas im Boden, oder was? Oh! Hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Oh, nicht bewegen, nette Sau. Hey, ist okay. Gut so. Komm her. Nicht bewegen. Echt süß. Gut. Nein, ist das nicht allerliebst. Was du als nächstes tust, so kannst du dein aktuelles Ziel durch. Ja. Das aktuelle Ziel kann man schauen, das ist klar. Ein Ohrkapsel. Die begegnen mir in letzter überall, die Eichhörnchen. Das ist cool. Jetzt mal ist mir auch gerade mit der Lara so ein Eichhörnchen begegnet. Oh, was ist das da? Cool.
Leute, wollen wir das vorlesen? Oder wollt ihr das selber lesen? Ich tue doch das selber lesen. Oder wie wir es kommen. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge berechnen Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Das geht um die Totems. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Ja, gut. Aber das sind all die verschiedenen Totems, die wir finden können. Genau. Während du dich umsiehst, kannst du Toten... Nee, ich weiss. Ja, man kann die Totems nehmen. Noch einmal. Das ist Scalps, das ist das Gelbstotem gewesen. Oh, nicht das. Wie bin ich jetzt da in das Menü gekommen? So. Hey, so nicht. Ja, jetzt das Menü für Moment, schnell, sorry, überlegt, aber hier. Genau. Schmetterlingseffekt. Sam, Eigenschaften. Ehrlich, hilfsbereit, witzig. Die haben alle verschiedene Eigenschaften. Cool. Dann die Zwillinge. Hinweise. 20 Hinweise könnte man finden. Über die Zwillinge. Da haben wir dann nur von 27 Hinweisen gefunden. Der unbekannte Hinweise. Da sind Totems. Okay, eben. Da haben wir jetzt ein Führungstotem genommen, ein gelbes. Ich will das noch einmal anschauen. Ein Vogel ist gekommen, ja. Ein Vogel. Also. Etwas mit einem Vogel muss ich mich entscheiden. So, Sam, gehen wir weiter. Du mal nicken. Ja. So, okay. Tipptopp, da gehen wir. Ist cool gemacht. Der Fast. Wow, Graffiti, so weit hier oben. The pass is beyond your control. Außerhalb deiner Kontrolle, was haben wir da noch? Bist du hier? Chris, wo bist du? Haben wir da noch etwas? Kann ich eigentlich auch rennen? Irgendwie. Hey. Ein bisschen schneller laufen kann ich. Verschlossen. Welch Wunder. Oh, Rucksack. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder?
Hallo, was haben wir denn hier? Herumschnüffeln oder Taschen schließen. Wenn wir ein bisschen schnüffeln. Ja, ich glaube, wir lassen es sein. Ich wühle lieber nicht in den Sachen von Chris. Chris? Sam, hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Besitzerisch und humorvoll. Humorvoll. Okay. Sally Chris. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Wie das tönt da im Schnee, das ist schon cool. Oh, was ist das gewesen? Hinweis entdeckt. Milgram Victor. Besuchen uns die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Letzte bekannte Adresse, Blackwood Pines. Zuletzt gesehen irgendwie im 98. He? Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berichtende Polizei der Provinz Blackwood, Police, Monte Provincial de Blackwood, Juli 1998, also, ja. Ist da so ein Pyroman, ne? Eben die Hinweise sind dann eher hier. Hier sollte jetzt da irgendwo der Hinweis sein. Ja, genau, hier ist er. Steckbrief. Okay. Mal schauen, was wir da so finden. Ich will da nicht so... Tada! Ziemlich krass, oder? Ja, Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Oh. Jetzt kann ich ein bisschen ballern, hä? Da drauf etwa. Was ist das? Ah, gut. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Also dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Oh, ein Eichhörnchen. Nein, 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 nein. Nein, nein, meine lieben Leute. Nein. Nicht schlecht? Ich hab dich erwischt. Der schießt nicht auf das Hey, Eichhörnchen. Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Ah, ich spiele nicht den Chris. Schau, ich steuere nicht den Chris. Cool. Ist da sonst noch etwas rumgelegen? Ja, nicht. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch.
ein Jahr ist kurz. Ja, das Jahr ist wirklich kurz. Ich merke es gerade jetzt wieder. Es ist wieder... Ja, Muss echt schwer sein. Mitte für Josh. Juli. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Na, wir müssen einfach alle auf ihn aufpassen. Es muss so schlimm für ihn sein. Und er ist nicht gerade der Typ. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Gruselig, hey. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Dann kommt das Buch raus. Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood Forest. Ach, lass das. Ich will da noch heute schauen. Vielleicht jetzt dann etwas Spannendes drin. Ja, prompt. Oder? Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Hotel und So reich. Sanatorium Das ist für bloß ein Berg. einen gesunden Körper und Geist. Okay. Ja, so auf dem Berg oben ist sicher schön. Kamera. Hä? Hä? Ist da jemand vor der Hütte gsi? Ja, da jemand gesehen, sagt er's. Ist noch etwas? Ob es nicht, hä? Endlich. Kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Also Nickerchen was machen, wo? Touch. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's. Ja, auf ins Abenteuer. Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. 3. Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt.
Jess. Mikes neue Freundin. Gutgläubig und respektlos. Ja, so ein richtiges Rähfälle, hä? Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Jetzt spielt Jessica. Gut. Sie? Oh, Jesus! Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ja, er hat zurückgemacht. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, Idiot, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey, Ja. Was ist denn das? Chris. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Gib das zurück, beharren. Ja, sie ist ja so eine... Komm. Gib das her, du Trottel. Nur keine Scheu. Ist mein Motto. Ah, du bist so ein Idiot. Vielleicht sollten neugierige Schnüffler ihre Nase nicht in anderer Leute Nase stecken. Das mache ich auch nie. Prinzipiell. Komm schon, Jess, uns kannst du's sagen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Ah, ja. Meinst Mike? Was? Ah, ich meine, ihr wisst schon. Irgendjemand. Aha. Sam? Ah ja. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Emily. Sie mit Emily, hä? Mikes Ex. Oh, das wird lustig. Die Ex und die neue von Mike. Sagen da nichts dazu. Dann wär's nicht mehr so malerisch. Oh, das ist der Matt. Ehrgeizig und sportlich. Emilys neuer Freund. Das ist ja das sehr verwirrend, wer da mit wem und was wie. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Ja. Gepäckträger traut kaum das Zeug bockgeladen. Wie gewohnt. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, Genau. ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh. Ja, Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. bestimmt wie eine normale Fahrt. Ich meine, was glaubst du? Yes! So, das wäre der Mike. Sally Mike, du elende Hurenlaff. Engagiert, intelligent und überzeugend. Gut. Emilys Ex. Ah, das ist Emilys Ex. Okay. Ah, eben, ja. Genau. Es wird ein bisschen dauern, bis ich da die Ex und nicht Ex und das begriffen habe, was da abgeht. Aber, und schon. Zu geil! Michael! Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich Ja. hab deine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Thron. Nee. Thron. Nee. Michael,
Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lasst uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt, Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Ohne Worte. Oh Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Was, kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ich lass dich nicht alleine. Ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel und Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. ich lasse unser Zeug hier und komm mit. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich Tut mir sage? leid. Ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut, was immer du willst. Danke. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Dann bis später. Zickenalarm, sage ich da nur. Ashley. Verknallt in Chris, neugierig und offen. Fleissig ist sie auch noch. Er hat ein Auge auf den Chris geworfen. Jetzt kann ich da rumschauen mit dem Feldstecher. Hey, ich klopfe sicher wieder irgendwo. Die andere ist dumm, ne? Wie ist es denn? Ashley. Nein, sie, die auf Mike gewartet hat. Oh, Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. da läuft anscheinend noch etwas, hä? Oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid, Ash. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, Ja, also Matt? ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig Oh mein verschrecken. Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Mein Gott. Also, sage nichts dazu. Schaut dir's an. Schaut dir's an, was die da machen. Klar, wenn du willst, ziehst dir rein. Nur zu. Okay. Verdammte Scheiße! Ist das dein Ernst, Emily? Was soll das, Mann? Dazu, der läuft bestimmt nicht. Nichts? Meinst du echt? Ja, bestimmt. War es schon jemals nichts bei M? Ehrlich? Ich weiß nicht. Verdammt! Jessica. Jess ist sie. Die gewartet auf den Mike. So, ich bin gerade dort, kurz einen Schnitt müssen machen, weil ich wollte, weil es ein bisschen länger geht, wollte ich zwei Dateien haben, die ich dann nachher kann. Wenn etwas, das ist alles so ein bisschen technische Zeug.
Und dann mit dem langweilen. Okay. Jess wartet auf Mike. Auf Mike. Buch lesen oder Handy schauen. Ja, nein, wir lesen, wir sind Leser. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball. Zur Bank laufen. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Hui! Nicht kann ausweichen. Oh, versuch das ruhig nochmal. Wo versteckst du dich, kleines Vögelchen? Ah! Wow! Volltreffer! Hey! Ah! Das kleine Vögeli. Hallo, komm schon. Hey Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Schneeballschlag. Einfach, manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. All deine Tricks. Ah nein, ich will nicht auf das Vögeli schießen. Nee. Arme Vögel. Aber der kommt schon rein. Oh! So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow! Es reicht. Oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Ah, küssen. Ah, ja, so das Küssli. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Dieses Mal versuchen wir zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Frauen machen mich nervös, hm? Nein. Männer machen mich nervös. Oh nee. Soll ich jetzt da sagen? Ja gut. Doofe Frage. Wobei, ja. Weiss doch nicht. Ene, mene, mu und raus bist du. So.
Weiterblättern. Ah, das ist gut, Mann. Flugzeuge machen mir Angst. Gedränge macht mir Angst. Ja, ändert das Gedränge. Aber Angst, gell, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Eben, aber, tun wir mal mitspielen. Gedränge. Ändern als das Flugzeug. Ich fürchte mich vor Höhen. Ich fürchte mich vor dem Trinken. Ah, Trinken ist schon nicht so lustig, ey. Mach ich dann eigentlich. Müs. Ratten machen mir Angst. Nein. Eine Schlange kann ich nicht. Ich kann mit diesen Reptilen einfach gar nichts anfangen. Müs, okay. Füchs, okay. Eichhörnchen, okay. Aber Schlangen, Reptil, irgendwie, nicht wirklich. Weiterblättern. Waffen sind beängstigend. Messer sind beängstigend. Schon eher das Messer, da kann man aufschlitzen und so. Ja, Schlangen. Wobei Kakerlaken sind auch nicht gerade meine Freunde, oder? So grusige Viecher. Nein. Ja, Schlangen. Aber eben Angst. Selbst Reptil sehr. Ah. Vogelscheuchen machen mir Angst. Nein. Seit, Stephen Kings, wie hat der geheißen? Clown da, ist das schon nicht so lustig. Blut ekelt mich an. Krähen sind Banks und ich reihe nicht. Ja, das kann schon. Blut, schon ändern. Ha. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Etwas schneller. Also, Schlangen. Ein bisschen spontaner. Brützen. Weiter. Der Zombie. Spritzen. Splitter nicht, spritzen, wieder. Hure. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Zombies und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. So, also. Das sind so die Abschnitte, wo ich ja gesagt habe,
dass es sie gibt, oder? Jetzt kommt ja gerade, was bisher geschah im ersten Teil, oder? Ich schaue gerade auf die Uhr. Eben, wir haben jetzt so, 35, nein, stimmt nicht. 45 Minuten, so. So in der Länge werden die Folgen kommen. Und, ja. Hure Psychodoktor da, was das noch auf sich hat mit dem und wie sich das alles entwickelt. Und jetzt sind wir da angekommen in dieser Berghütte und sehe schon die eine oder die andere Verknüpfung von der Jess und von Mike und von Hannah und von all diesen, nicht Hannah ist ja die schon bei den Mäusen ist. Item. Freut mich, seid ihr mit dabei. Im nächsten Part. Da geht's richtig los. Kann ich versprechen. Ciao zusammen.